Guten Mittag. Froh ich zu begrüßen für einen kleinen Point d'Etappe, was als Zahlen an Infektionen angeht, über die letzte Woche, also Rückblick auf die vergangene Woche. Wir können feststellen, dass Neuinfektionen auch weiterhin klammen, weil die letzte Woche bei unserem Rendezvous hatte bei 402 Neuinfektionen auf die Woche geguckt und das ist auch abgegangen, entre-temps auf 684 insgesamt. Das aber auch bei einer Testzahl, die konsiderabel abgegangen ist über die letzte Woche. Da standen wir letzte Woche noch bei 64.952 Tester. An dieser Woche sind wir angekommen bei 94.031 Tester insgesamt. Was den sogenannten Taux de Positivität angeht, das heißt den Teil und Tester, die bei dem ganzen Testen, die gemacht sind, als positiv rauskommen sind, den ist nach wie vor relativ stabil. Den liegt letzte Woche bei 0,85 am Schnitt, wird vorgeguckt an als für die vergangene Woche, ob wir heute zurückgucken, bei 1,08, also liegt mir hoch. Aber nicht alarmant an die Blut geschnellt werden, das hat keine Fährten, also eine Lichtsteigerung, aber ein Dus, muss man mal so sagen. Moyendage von den Neuinfizierten ist nach wie vor auch niedrig, die Woche für die Woche, wo man die letzte Woche die Bilanz gemacht hat, bei 35,9, leidet das Woche bei 35,5, ihr seht, das ist also quasi identisch. An den Undeel und Tester, die symptomatisch Leute betreffen, das heißt nicht Leute, die irgendwie angeschrieben sind über das Large-Scale-Testing, aber die wirklich einen Test gemacht haben, weil sie Symptome hatten. Den Undeel als hoch, nach immer die Woche beim vierten Bilanz bei 63%, an das Lo für das Woche, wenn man zurückgucken, bei 65%. Es ist also auch da eine gewisse Stabilität. Dann ein Parameter, den ich mal ganz wichtig fand, weil als ein Abschluss geht über die Effektivität von dem Service, den wir machen am Tracing, das ist die Proportion von den Neuinfizierten, die am Anfang schon an Quarantäne sind, die schon identifiziert waren, also Kontakt, die geht doch nach Licht Europa, die Luch beim vierten Bilanz bei 43%, an das Lo bei 44%. Das ist ein großen Teil. Wir müssen immer wissen, dass die Leute, die am Fungehol schon eigentlich das Virus nicht mehr können weitergehen, wenn sie in Quarantäne haben, sind sie schon an der Isolation, sodass wir durch schon Transmissionskette gebracht haben. Das ist wichtig, das am Hinterkopf zu haben. Dann auch etwas, was dich immer interessiert, bei der ganz großen Zahl und Tester, wie gesagt, 94.000, dann 31 auf die letzte Woche geguckt, wie viel waren da von der Large-Scale-Tester? Das wären 76%, also 3/4 so ungefähr. Am umgedrehten sind aber just 13% bei den Large-Scale-Tester, die positiv rauskommen sind. Das heißt, wir haben immer dieselbe Tendenz wie die vierste Woche, dass ein großen Teil von den positiven Fällen, also die symptomatischen Fälle sind, die nicht unbedingt aus dem Large-Scale-Testing kommen. Da kommen da wohl raus, die uns auch erlauben, natürlich Kontakte zu identifizieren. Das soll die Effizienz von dem Ganzen nicht aufstellen, mit das aber interessant zu sehen, wie das abgelehrt ist. Dann, was die Mesuren betrifft, die wir umlaufen, haben wir in der letzten Woche 876 Leute isoliert. Das heißt, Leute, die als positiv getestet sind, über eine Ordonnanz an den Isolement gesetzt. Am Vergleich zu der Woche für drunter waren das 566. Das geht also hoch. Dann Quarantänen selbst, da waren wir beim vierten Bilanz auf Woche geguckt bei 1255. Und das sind da für das Woche, die wir am Rückblick haben, über 2000, da liegen wir bei 2175 Leute, die an Quarantäne gesagt sind, über eine Ordonnanz am Laufen, dann noch auf die wir zurückgucken. Vielleicht auch noch interessant, was die Admissionen an die Spitäler betrifft, das ist etwas, dem man mit ganz viel Sorge entgegen gucken. Da haben wir Aktivität, aber nicht direkt alarmant ist, die neuen Admissionen, die am Mengen wichtig sind, die sind sogar leicht draufgegangen. Also Neuadmissionen luchen beim vierten Bilanz bei 37 auf die Woche geguckt, während man das Woche just 34 Neuadmissionen hatten. Auf der Intensivstation also es liegt umgedreht, aber da sind wir auch noch bei ganz kleinen Zahlen. Da waren wir bei der vierten Woche bei 3, während wir das Woche am Schnitt bei 5 sind, die auf der Intensivstation gekommen sind.
Auch Moyen d'âge an den Hospitalisationen nicht uninteressant, die Leute für das vor bei 57, während sie bei der Woche für drun bei 50 Loch auch da gesieht, dass mein Moyen d'âge schon bei den Hospitalisationen, die nicht mal niedrig ist, wie das zum Beispiel am März der Fall war. Das heißt, das ist eine Tendenz von einer mehr jungen Population, die man einfach die konzerniert, also wie am Anfang von der Pandemie. Wie gesagt, Moyen d'âge von den positiv getesteten, ich meine, die hatte ich schon gesagt, jetzt bei 35,5, während bei den Leuten, die an Quarantäne zurzeit sind, im Moment nur geguckt, da sind 3 Viertel sind unter 45 auch. Also auch da echter Jungpopulation. Da wollte ich auch einen kurzen Topo machen, weil da Service angehen, die sind ziemlich strapaziert, sind noch viel abgefahren gehen. Wir sind an der Tracing-Equipe zurzeit bei 85 Leuten, die am Ersatz sind. Dann haben wir aber daneben als Hotline auch auf der Kloster von der Santé, die zurzeit auch den ganzen Service aufdecken, was die Aufrufe sind für Rendezvous zu kriegen, für Tester, für die Leute, die stark getroffen werden durch verschiedene Reiserestriktionen, die kommen sind, respektive Konditionen, die eben ob Deplacementer gesagt haben, wo einen rezenten Test braucht. Da haben wir zurzeit 7 Leute, die gehen normalerweise auf 10 Europa. Wir sind auch am Gangen 40 zusätzliche Leute schon zu präparieren für Plätze, sie für einen Ersatz zu gehen, wenn das sollte gebraucht gehen, sodass du am Anfang das bei uns ein permanenter Prozess ist, wo wir haben drin so Leute identifizieren, für beizusetzen, en cas de besoin, so auch dementsprechend zu formieren und auch die anderen aufzulesen, weil man ganz viele Leute an dem Service haben, die man ganz schnell mobilisieren aus anderen Verwaltungen, was eine Art Benevolat auch als wird zum Teil gemerkt, dann du hast ein Roulement, so dass man am Fongol permanente Prozess laufen haben, für die auch zu verstärken, respektive zu ersetzen, an ihnen auch ein bisschen Ruhe zu gönnen, dass ein Service, der 7 Tage auf 7 funktioniert, auch bis spät abends. Und das wird sich auch, wie ausgesagt, nicht an absehbarer Zeit beruhigen mit den Zahlen und Kontakten, die wir im Moment haben. Dann gebe ich auch vielleicht einen kurzen Bilanz von justement dem Service, den Samstag en place gesagt haben, als wir kurzfristig einen Test unzufroh für die Leute, die an der Situation sind, dass ein Riss, die geplant war, nicht hätte können realisiert gehen, wenn sie nicht so einen Test hätten. Da haben wir eng 3000 Monten en Suspens. Wir haben aber insgesamt rausgehen 1380 Coden, das heißt 1380 Fälle, die traitiert gehen, wo die Leute ein Rendezvous gekriegt haben für ein Rendezvous. Wir haben auch 819 Refugen geschwärzt schon davon, für was Refugen, weil da deels eben Leute einen Test angefragt haben, die alleine wollen reisen, die aber noch nicht konzerniert sind von den Restriktionen. Ich meine, das ist eine Mesure, die als Geduld gewirkt für denen, die wirklich direkt betroffen wären von Ländern, eben, die einen Test verlangen, einen rezenten Test verlangen für Daris, für denen Leute können schnell zu Hilfe zu kommen. An net fir generell die Reesen, da sind auch Revuen dummer da motiviert, dass net die neidisch Pissen firloche mir hunn schon verlangt, dass Leiit auch irgendwo können nachweisen, dass wirklich so ein Rees geplant war an irgendwie enger Form. Das war nicht immer der Fall. Wir hatten noch ganz viele Ansturm auf unser Service von Leuten, die einfach präventiv wollten einen Test machen. Dafür, wo das Offer dans l'immédiat nicht gedurcht, sie war schon gedurcht für die abzuhängen, die ein akuten Problem haben durch die neuen Umstände, die kommen sind. Wie gesagt, aktuell haben wir 3000 Monate nach en Suspens, wird auch sicher nicht möglich sein, engem gerecht zu gehen an so kurzer Zeit, das first come, first served machen, was wir können an der kurzer Zeit mit wird sicherlich Leute sein, die schon sich müssen dann selber bei einem Labor debrouillieren, für vielleicht einen Test zu kriegen oder eine Ordonnance zu kriegen, alles konnte man so kurzfristig nicht aufdecken. Ich gebe auch von dieser Platz große Merci und Chambre de Commerce gehen. Sie haben uns ganz spontan verstärkt. Auch eine Reihe Code sind bei Sie gegangen, für das sind die Leute von den Betrieben, die zum Beispiel Denkstresen geplant hatten, dass die können über den Weg von der Chambre de Commerce aufgewickelt sind. Da konnte man ganz spontan an
gut zu summen erbecht, die es dann erlaubt, halt nach mehreren Monaten können entgehen zu holen. Ich gebe auch hier so, dass dieses Service voraussichtlich lokal gebucht bis Ende des Monats. Wir werden morgen am Regierungsrat darüber diskutieren, dann noch eine Decision holen, bis wann niemand das Service aufrecht behalten, in einer Form. Das ist, so wie ich für eine Mesure, die an der Urgenz geholfen ist, weil man aber alle Guten überrascht sind über den starken Anstieg von unseren Zahlen an die dementsprechend Konsequenzen auf verschiedene Deplacementen. Dann wollte ich auch die Gelegenheit nutzen, auf Typologie von unseren Fällen anzugehen, von den neuen Infektionen. Do auch wenn man von Clusteren schwätzen, das sind Infektionsherden eigentlich, das Wort, was viel gebraucht wird. Ich wollte kurz eine Indikation, die wird mir darunter verstehen. Also ein Infektionsherd als nicht nur den individuellen Fall, aber etwas, wo man gesehen an als Richtlinie dafür ist, dass man von einem Infektionsherd schwätzen, wenn man mehr wie 3 Leute tun, die über 7 Tage auf enger Platz sich infiziert tun. Das ist so, wie wir es für uns intern handhaben. Das sind noch die allgemeinen Richtlinien an der Pandemie, die gelten. Das ist von einem Infektionsherd schwätzt den an so einem Kontext, wo mehr wie 3 Leute tut, eben 7 Tage und das unter eng nämlich Platz. Am Moment haben wir insgesamt 33 so Infektionsherden, die wir identifiziert tun, nur der dortigen Definition. Relativ überschaubar, also wir haben noch keine so Superspreader-Eventen mehr am Moment, wo wir drauf schaffen. Die Infektionsherden gehen von 3 Leuten, was dann das Minimum ist, wie wir hatten, davon zu schwätzen, bis zu 16 Leute. Also die größte sind 16 Leute, das bleibt relativ überschaubar. Und wir haben es auch abgedeelt an Kategorien. Ich gebe euch einen Überblick geben. Das ist von denen 33 Infektionsherde sind da 12 nach von Lyceen oder Schulen, die noch aktiv sind. Dann haben wir 5 im Bereich Santé et Soins. Da sind noch zu diesem Zeitpunkt 3 Maisons de Soins dabei, wo 11 aktive Infektionen identifiziert sind. So ein Herd am Sportbereich, so eine Habitation, also wo viele Leute an einem Haus zusammen wohnen, so Kolokation oder Kohabitation, wo man nach enges Woch man nach drauf schaffen, wo die dort den Kriterien nach göllen. Am Oreska-Bereich 3, dann am Commerce generell 1, Bereich Konstruktion haben wir da 6, und dann am Bereich von der Industrie, an 3 am Sektor Nettoyage et Service. Also die sieht das als relativ verdeelt an insgesamt überschaubar, was für uns gut ist, weil die Cluster greifbar sind und man relativ gut getraced konnten, wenn da alles konzerniert ist. Was Ursache ist, für was stehen Leute schon auf irgendeine Art und Weise, weil das bleibt nach wie vor dasselbe, dass einfach die nach immer nicht wirklich integriert just Barrieren gesagt am Private ganz viel nach immer und da denke ich gerechnet mit der Loing 25%, wo man sich ausmachen und das wirklich am reinen Familienumfeld mit das aber auch auf der Arbeitsplatz ist eigentlich immer dasselbe war den Rümpfen doch von dann andere Kontexte raus, zum Beispiel Hummer viele Leute, die sich dann an der Mittelstunde beim Essen zu Summe sitzen, wo sie dann am Lauf vom Dach die just Barriere respektiert tun und während dem Essen das dann irgendwo nicht mehr machen, das auf Gemeinschaften, wo ihnen gesagt, dass Disziplin vielleicht ein bisschen null ist, wo sonst vielleicht viel mehr systematisch der Maske gedauert ist, was nicht mehr unbedingt der Fall ist. Und das nach wie vor eben ja, am Kontext von auch kleinen Zusammenkünften nicht unbedingt das riesig größte auffällig mehr, das geht von kleinen Essen über kleine Partien, größere Partien, einfach nach wie vor eben das, wo man am Moment da ist vor mit der Sensibilisation wirklich verstärkt wollen drauf setzen, für ob alle Pläne und Leute rundzukommen, sowohl an der Betriebe wie an der Gesamtbevölkerung, dass man nachher den Dr schaffen, dass Leute wirklich verstehen, für welche Barrieren da sind, dass es wirklich darum geht zu evitieren, dass von dem anderen der Virus rüber geht und dass es da wirklich am Funkol gut keinen Unterschied möchte, wohin aus, ob das an der Freizeit aus, ob der Arbeit aus, an der Vakanz aus, halt zu Lützeburg oder am Ausland, gibt just eng der weiß, wie der Virus weitergeht, das von dem engen ob den anderen und das können wir just angedämmt kriegen. Wenn man das verstehen, und ob der ganze Lin verstehen, und dann noch so ein neues Leben mit rüberholen, aber so lange, wie man die Kollegen bei uns haben.
Voilà, dat wäret vu ménger seit just auch vielleicht Information, dass man nach Haut durch eng Reunion hunn mat der UL, mat der Union des Entreprises fir mat hinnen zu gucken, wéi man an der Erbeswelt eben an sämtlech Sektoren ra können besser sensibiliseieren, dat hicht die ganz Approsch vun de mesure de Sensibilisation besteht daran, dass man vielleicht méi spezifisch sektorspezifisch an de Gemengen einfach eng diversifiierte Kommunikation opstellen, net so ein E-Flyer fir Jidvereen, méi egent vu mat den einzelnen Akteure kucke, wéi en kontextspezifisch kann illustrieren, wéi en Barriere respektéieren, an dat eben auch mat allméiglechen Akteuren haut wie gesot Rendevous an dem Sinn mat der Union des Entreprises nach engkeer. Voilà, da gebe ich ja frohen entgehen von dem. François Hollner Viertel. Ich wollte von dir die Clustern oder Herden erwähnt, aber den haben eben da just von 3 bis 16, also in diesem Fall bis 16 Leute. Aber wenn das alles zusammenrechnet mit 33 Herden, dann könnt ihr maximal auf so 400 Leute, das ist die größte von den Infektionen, als nicht an Herden. Wieso man dann nicht so eine Kategorisation wie Israel hat gemacht? Ich weiß nicht, ob da die Grafik gesehen hat, wo einfach ganz einfach Prozenter gesagt, wo all die Infektionen waren. In Israel war das effektiv auch an den Schulen, hauptsächlich mehr auch Evenementen. Kirchen und so weiter. Wieso man da nicht so mir eine präzise Oplöstung, wo die Leute wissen, okay, du schenkt wirklich das Risiko zu sehen? Also wir schaffen nun enger méi standardisierte Opredung dauert awer nach schaffen runnner Israel die hat man mengg net geguckt vun engem vun ihre Kollegen eng Äner Pistkrit wie das Leiit op der schaffen ich hoffe méit Apps zu machen wat sind man der Fall auch gucken wie sie et opret hun natürlich immer auch vun de Größenordnungen mir hunn ganz viel Einzelfall ganz klein zuelen och zum Deel sie gucken ab wenn eng Masskritik do ass fir eben eng Kategorisation läfen ze los méi sicherlech guck mal dat och gern un wann der den flotte Modell auswählen kann opreden mit das dauert ein bisschen mat der ganze Welt die Lokommers überrumpelt gehen an den statistisch erhewe von der Typologie als schon komplex mit der Kippe sind du am Gange noch zu summe am Stadtdeck zu gucken wie man dat könne machen net kein Sinn das nächste Woche schon klappt ich will mich nur net festlegen wo der mechte wie mir bleibt dabei weil der des öfter repetiert dass op Privatpartien aus befassen aus der private Kontext das leider ist am Moment die um Telefon sinn als Feedback gehen das immer im der das wie gesagt, mir der Moment mündlich entgehen von des Service an eng Debriefing an dat do schaffen wir Dr effektiv eng Typologie direkt aller Bas zu erfassen, die egent Fusinn mischt. Eng froh nach der Lust Kollegen. Ich wollte froh, wenn es die Prävisionen von der Taskforce, dass am August Spideler riskieren, die Waran zu gehen. Redet dir als Politiker bisschen Situation aber als Mann alarmant, weil da wisst, dass nicht mehr viele Optionen hat, für notamment Lockdowns zu machen. Ich probiere so sachlich anzuschätzen, wie es geht. Also in Indikator Spideler, ich meine, hat mich vielleicht vor so sind ja ein bisschen nervös zu sehen, wie es evoluiert. Wenn wir da gucken, alles auf die Woche zurück, sehen wir, dass visiblement aber die Altersstruktur irgendwo da sehr gut entgegen zu spielen scheint. Wir haben nicht wirklich die großen Urlaub an der Spideler, wie es schon Avalo hätte können erwarten, wenn wirklich parallel gelaufen wäre, wie am März hat Uselo wirklich müssen die letzte Woche se schon méi missen an de Spideler doen, dats man awer optimistisch sinn, dass man eventuell schonläit awer mesuren hun die greife. Me schon am Gang ze sensibiliseieren ich mein, noch seit die Zollen opgang, sie sind Leiit awer ernstnechtrem opmerksam ginn op de Virus, also kann en nach immer davon ausgoen, dass man awer Geflechtnis kreen. Ich mein, das eng realistisch Erschätzung de Szenarien, die gezeschen ginn, sind an enger Probabilitätssport von bis. Und mir sie schon so versichtlich, dass man irgendwo kommen sind an das alles aufzieht. Die Kurven, die man heute gesehen haben von der Taskforce, die raschen nicht, dass die sich materialisieren. Die verdreiben dann die Virologen. Nee, also ihren Appell ist, dass man in einer kritischen Situation sind an der Zimmer ganz klar. Wir müssen immer wissen, dass nicht net wat NRW ist, das für dat wat de Virus ausmischt mir wissen sinn immer nimmen an dem wat sech weist an den Infektionen, wat weist an der Spideler, wat fir Dro geschiet ass an dat kann nach net aufschätzen. Ich mein, Herren Diskur war auch den
da sind sich nicht wirklich kann festsetzen, das kann aber bei Richtungen gehen an die Mesuren, die man holen, als auch für justement de Risiko, den sie unzeichnen, für die wirklich anzudämmen. Es ist schon der Meinung, dass man über Sensibilisation einen ganz großen Impact können kreieren. Weil bei dem wat man gesinn eben ich meine, wann dat wat man heieren ass das just Barrieren net wirklich verstane sinn aus menggem Verständnis nur de besten Ursatzwegstofffir zu sugen das verständigen, dass man do wirklich intensiv lo Moier Dr setzen, dass dat ganz guten Impact kann hunn schließen op Ballfall net aus dat wat man hoffen der Ballfall net onprobiert lassen. Wann ihr gesagt, dass dann eng andere Richtung geht, man natürlich muss no rüsten irgendwo schenkt dat man sinnvollen Schritt fir Lummel darüber zu miseieren. Merci. Guten Mittag, Thomas Tageblatt. Ich wollte frohen, mir 85 Leute, die am Tracing, die sind am Gangen abgestockt zu gehen. Die da wird Leschke den Sonde noch gesagt, die Offizier der Police Judiciaire, also die Leute an der Santé, als so enger fungieren. Könnt ihr euch genau erklären, was die Leute genau machen? Und, ich meine, das ist etwas, sich viele Leute bei uns freuen. Also, wie schaffen die Leute, wie gehen die vier, wie machen die Kontrollen und so weiter? So grundsätzlich immer verschiedene Erbesschritt der dient als wir holen den von dran Fall als positiv, das sind Meldungen, die mir wat Labor kriegen, dann als eng Eichtlin, die man denen positiven den Kontakt ophält, für eng Ausschätzung zu machen, wie den Verlauf vom Virus aus, wohin dat an, da gi Löschte gemerkt von den Kontakten an dann eng zweite Equipe, die dann die Telefonate möchte für die Leute eben zu kontaktieren, die als Kontakt identifiziert gesehen. Und dann geht à la fin de la journée geht dat wird Leute entgegengeholt und über Telefonen irgendwo encodiert, für das man können die Lien machen mit Infektionsherden eben. Das sind verschiedene Schritte. An den ersten Schritten, den ersten Kontakt mit dem Infizierten, das ist die, wo man wirklich so gut wie möglich und so lange wie möglich probiere wirklich Leute vom Fach aber zu halen, die ab gerne vom Virus, vom Verlauf davon dafür eine richtige Abschätzung zu machen, wo den Infektionsherd auch also wo muss umsetzen, für den Cluster zu definieren. Mit das ist schon ein ganz komplexes Service. Ich meine, das schon mehr sinnvoll, eine Reportage bei Sie machen, so ungefähr denke im Detail uns gucken, das schwer, da dann an 3 Sätze aufzubrechen. Natürlich, mit den die Leute, die dann in der Quarantäne sind oder im Isolement, die sollen ja dann noch da bleiben. Und da wird ja eine Kontrolle gemacht. Sind du die Agenten von der Santé, die auch am Monde können schwatzen oder sind das just Police, wie genau lebt da drauf? Die Schweiz von den neuen Mesuren, die umgedeutet sind, wir sind also als Leute von der Santé sind am Kontakt mit den Leuten der Quarantäne, wo sie regelmäßig angerufen gehen, mit gewissen Intervallen. Da das wo wir zum Beispiel feststellen, weil Leute nicht auf dem Telefon kommen nicht raus, dann eine Brigade d'Intervention mobil, wo die Leute auf dem Terrain fahren. Und an so Kontext stellen wir da fest, dass beispielsweise eben Personen wirklich nicht da sind, da wird gewartet, es kommt von der Seite, dass sie zum Beispiel schaffen waren, auf Platz der Quarantäne zu sein. Wann dann lo das Gesetz so soll gestimmt wie ugedeutet ist, da wäre da zum Beispiel ein Fall, wo wir aber giffen, genau wie bei den anderen Amenden natürlich dann Police mit intervenieren, wenn so ein Fall ist, dass das einen normalen Verlauf gibt, wo Procès-verbal gemacht wird, den Procès-verbal könnt dann bei mir als Minister für dann eine Amende im Moment zu holen. Okay. Lützeburg hat zum Beispiel noch relativ niedrige Strophen im Vergleich mit all den anderen Ländern, wenn ihnen gegen den Quarantäne abladen. Ich meine, in Deutschland kann du 2 Jahre in die Prison kommen, wenn du gegen verstehst. Das ist natürlich übertrieben. Aber hat ja auf dem Terrain noch etwas zu machen. Also da scheiden sich die Geister von bis also die fanden dass sie extrem hoch sind Amenden und ein ganz Reich schon geschwert doch bei Leute die verzweet schon dabei waren wo der 1000 € aber Kago nur Moreska denken ich, ja klar für Betriebe ja. Ich meine auch für Privatleute ja also wie gesagt der toten aus die Vorstadt die mal hun schmengen dass die schon aber die Leute bedenken gött wann sie die Suche muss bezahlen muss nicht unbedingt schrauben okay. Gi merken dass auch dat nicht denkt mir gi just aber gerne an der Streiche wir hatten eine ganz lange Zeit hat kein Problem dass Leute Schnittdruck halen hun und die mesureen dat ausrecht mehr Handlo wo man so fall gesinn und wird uns auch verurlost wirklich Strophen zu proposieren weil het aber
wichtig also von der Symbolik, dass ich also mit das als verbunden kann auch gestroft gehen, das wirkt aber im Prinzip was man da mal auch nicht für den Wunsch sprangen, wenn man gesehen, dass das wirklich auch die Leute nicht resoniert, dann kann ich nachher mal gucken, für das Druck zu setzen. Okay, für uns, merci. Rai Köhne vom Radio 9,7. Ich hatte 2 Fragen zu den Spitälern. Einerseits, nur welches System schaffen Doktoren bei einer zweiten mich starker, weil diese Données sollen ihnen angedeelt oder noch vorführen oder wie läuft die Fakturation auf? Wir werden am Prinzip nur demselben Modell verfahren wie lo. Wenn die Spitäler selber angeht, haben sie sich Paliien definiert für die Prise en charge von den Covid-Patienten. An dem Sinn, dass für mich kleine stufenweise Paliien definiert sind. Das zielt darüber aus, dass so lange wie möglich die normale Aktivitäten sollen im Laufe gehalten gehen, an die Prise en charge vom Covid-Patienten parallel fest. Also kann auflaufen, das geht dann au fur et à mesure abgefahren, de besoin no. Das ist geplant für nächste Woche mehr spezifisch rund um den Gesundheitssektor zu kommunizieren, wie das aussieht. Wir sind da noch an Gesprächen, aber so wie das ausgesagt wird, wir bei denen Tarife bleiben, wie sie funktioniert, tun wir nicht neu negocieren mit einem neuen System en place, das wird letztes Jahr, ich meine, war Kommuniqué rausgegangen für die Kindergarten an der Maison de Soins spezifisch, da das etwas wird ernst wird sind, da war das eine ganz gute Erfahrung, die wir gemacht haben mit einem anderen Mode de Paiement darüber. Mit Recht gebe ich werde vielleicht effektiv op nächste Woche zu werden. Da gibt mir eine komplette Information über das Gesundheitssystem, wie den abgestaltet wird gehen. Ich habe eine froh, dass das fällt daran, aber ein Rollspieler fordere ich auch für den Normalbetrieb können Führung zu halten, für mehr Personal zu haben. Also selbst weil du diskutieren oder hat er schon eine Antwort, wo du drin hast an den Diskussionen. Da sind wir auch eben mit an den Diskussionen dran, an der wünscht man, dass die aufgeschlossen sind noch bis nächste Woche. Selbstverständlich, ich meine, noch als ein Akkordeprinzip gehen, da können Zusatzpersonal mit den Schlüsseln sind wir am Gang zu gucken, wie das konkret wird ausgesehen. Und mit das sind Gespräche, die du schon über paar Wochen laufen, an die auch fruchtbaren Boden gefallen sind, da sind wir echt am Detail noch. Okay. Donc j'avais une question. Donc vous avez parlé, on vous a interrogé déjà sur est-ce que le système de santé sera surchargé fin août. Est-ce qu'en parallèle, comme l'a dit Monsieur Schmitt, le directeur de la santé, est-ce qu'il y a un risque de saturation du système des tests avec une surcharge des labos? Also ein Risiko besteht immer, wir sind haut nicht wer nur könnt. Stand haut man das am Griff, im Moment wären wir auch wirklich mehr alarmistisch. Das wär, ich weiß noch genau, dass den Tag von mir so 100 an die 16 Infektionen wären. Man gerade ein ganze Kipp neue Leute rangeholt und hatte wirklich gefühlt, da packen man nicht mehr. Aber haut man da drin am Griff. Bis logisch so, dass von der Gestion am geringen Bereich bei uns mit kann nicht ausschließen. Ich meine, du wirst ja doch mitkriegen, dass auch mal über die Weekend Engpässe bei Labor waren. Es sind überall Leute drin, das Ganze muss Hand an Hand funktionieren. Und kann ich nicht verstoppen, dass das eine ganz ungespannte Situation aber das heute auch wenn wir am Griff haben, wenn viele Tests gemacht und da setzt das voraus, dass das Labor an der Kapazität sind, das zu machen, dass sie nur kommen. Also das ganze System kann nicht mehr funktionieren, wenn die ganz schön das Service funktioniert, dann das geht auch schnell funktioniert, das ist schnell Testresultate, dann eine schnelle Contact Tracing und darum eine schnelle Isolation. Das ist ein Challenge und mit dat kriegen wir aber mit einer gewissen Routine aber schon für relativ schnell Service rumzufahren, wie es geht das. Une autre question, c'était concernant le tracing. Je crois que c'était encore une déclaration de Monsieur Schmitt qui disait que actuellement, il était difficile pour l'inspection sanitaire de réaliser le tracing et que 60 nouvelles infections par jour étaient la limite. Donc, que faire face à cette situation? Est-ce qu'il faut encourager les personnes infectées à faire une
une prise en main manuelle du traçage ou est-ce que il faut mettre en place une application. Enfin, je sais que le gouvernement est opposé, mais qu'en parallèle, il y a une application de traçage allemande qui a été activée au Luxembourg. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? So dat die Aus wo Dir Dr spielt, das effektiv das für enger Woche gewircht wobei ja es wirklich Stress am Service war, dat huet schon total resorbiert. Wir hatten natürlich schon mal Plan B, das von den Land wirklich ganz akut geht, dass man es konzentrieren, ob die Infizeier dann op Autoquarantäne river gehen, das aber nicht so weit kommt. Hat effektiv im Moment ausgesehen, wie wann dat Mist aktiviert gehen, also aber nicht an am Moment man dat am Griff an noch zu dazu. Ich meine, das eng Schnittmenge, die geht mir eng Richtlinie natürlich sind wir ganz froh, wenn wir unter 60 Schnee sind für das zu gerieren. Mir entsteht auf Feld alles eigentlich mit der Unzuhl und Kontakte. Das nicht die absolut 12 und Neuinfizierten. Ich weiß, das steht noch immens gerne gefeiert. Eng Zuhl, drüber geht es nicht mehr so einfach. Also nicht, das hängt wirklich davon auf, was rundherum den Infizierten geschieht aus. Wir hatten noch wo wir eben über 100 Infizierte haben, wo wir das Novell ganz gut kadriert kriegen. Wenn man natürlich, das ist die große Inconnu, weil wir über die Schlange 100 neue Infizierte sind, die alle guten extrem viel Kontakte hatten, da geht das an eng Quantität und Trassagen ran, die schwierig zu bewältigen sind. Das steht auf halt Materialität an, dafür ist es wirklich schwer auszumachen, wo das Limit ist. Das natürlich eng materielle Limit irgendwo, wo ihr seht, wenn Tausenden an Tausende Kontakte all beikommen, die müssen trassiert gehen, das ist nicht mit zu machen. Und du hilft auch, und ich gebe das wirklich gerne ein Grüner Streichen, eine App wird das nie ersetzen. Eine Tracing-App, also es wird dann eine dezentrale Tracing-App, wie sie hier am Land eben hat, wenn man eigentlich so, dass auch die schon mal drauf schaffen für ein Modell wie den RKI, dass ihn das Brett hat, für das gegebenenfalls aktivieren. Das wird niemals als ein Service, den wir haben, ersetzen, denn das ist ganz ernst, weil die Person selber, die eben hat, mal eine Demarche möchte, für sich darauf zu melden, die dann angeht, dass sie positiv ist. Und das setzt einen gewissen Disziplinshow voraus, während wir über den Service, den wir haben, und eine ganz andere Kategorie, wo Leute rückkommen, dann noch auf eine ganz andere, viel mehr effikaz Weise, sodass es nicht das eine oder das andere aus. Wir werden den Service, den wir en place haben, so lange wie möglich und so gut wie möglich aufrechthalten und auch stärken. Also wie gesagt, wir sind am Gange, schon eine nächste Linie dran anzuschaffen. Es wird kein erfahrenswert, dass für uns auch neu so ein Service zu feiern, das am Anfang erschreckend, dann da leider den noch der Einzige kriegen, setzt dabei und Effekazität. Aber letztendlich wissen wir, wie weit den nicht packt, wenn wir die Krise hier rüber haben. Et aussi une autre question, parce que vous avez dit que finalement on en saura plus la semaine prochaine par rapport au système de santé. Est-ce que vous savez déjà aujourd'hui si des centres de soins avancés vont rouvrir? Enfin, c'est peut-être pas encore d'actualité. Stand haut ist das nicht geplant, aber ich meine, ich hatte das schon ein paar Mal gesagt, die sind natürlich brett, wenn sie gebraucht gehen, werden wir so abreden. Das gehört auch eben zu dem ganzen Ökosystem, wo wir am Gange sind, Parameter, das werden wir aufhängig machen vom Afflux an den Urgenzen. Ich meine, die CSA haben ganze Kopf können abfangen, was wir weggehalten haben von den normalen Urgenzen, das monitoren wir. Mir stand haut, dass das noch nicht akut, aber wie gesagt, wenn das so der Fall sind, sind die sehr abgerichtet. Dernière question. Donc la Suisse a placé le Luxembourg comme un pays à risque. Quelle est votre réaction? Ja, das war prävisibel. Ich meine, alle Länder haben Kriterien, auch den RKI hat Kriterien gehabt, die sind nicht recht bekannt gehen, wo wir auf die Liste kommen sind, die sie bekannt, dann solange die Länder just blanden oder Neuinfektionen gucken, ist das ein Problem. Wir können immer darauf insistieren, dass das sicher nicht den einzigen Kriterien ist, den ihr sollt gucken, denn das auch von den europäischen Gesundheitsbehörden sich klar empfohlen, dass sie nicht just das soll gucken, weil Länder aber das als einzige Kriterien haben, sind wir tributär davon. Also wir können immer unterstreichen, dass eine Todepositivität am Vergleich ganz niedrig ist, am Vergleich zu anderen Ländern, die Todemortalität auch, was ganz wichtige Parameter sind. Aber Fakt ist, dass die Schweiz auch eine klare Richtlinie hat, ab wie sie ein Land auf die Liste setzen, und da fallen wir drin.
Peter Feist vom Lützeburger Land. Ich hatte Gelegenheit, den Appell d'offre zu lesen für die zweite Phase vom Large-Scale-Testing. Da fällt ab, dass ziemlich viel ausgeschrieben soll gehen, oder wenn ich so will, ziemlich viel outgesourced soll gehen, bis hin zur Gouvernance, ob man es zum Teil von der ganzen Testaktion. Für was muss ihr so viel outsourcen? Dat den riesschen Projekt aus den Empfang so net dann an d'Aktivité courant vun engem Minister herauffällt, de war auch an der eischter Phase vum LIH war joch Großdeler outgesourced. Schmengen das eng exceptionelle Situation, die exceptionell muss geriert sinn. Schmengen Lesung wär net, dass man lo fir so Projekt an der Dauer gi vun Staatsbeamten ausstellen. Ich mein, du hast dat schon eng normal sagt, dass in so ein Projekt de schwätzten det Project Management oder so dass dat ausgelehrt get an professionell hingeht. Dat sind schon ganz groß Projekt d'existement an den Enjeu als da muss man schon Support holen. Wat net ausschließt, dass man auch intern allein ma Pilotage Strategik vom Projekt stärker gefordert werden sinn. Es bleibe ja just so ein bisschen mehr wie 2 Wochen, für das Leute sich können melden, für ob den Appell d'offre. Halt ihr bei einem Projekt, die so komplex ist, also was, das wird ausgesagt, für groß denkbar, dass sich andere Leute melden, wie die schon aktiv sind. Ja, das ist schon viel renseigniert, auch aus dem Ausland. An die Löschfrage, die ich hätte in dem Kontext, für die Erstphase vom Large-Scale-Testing, da war no belgem Personalgesicht gin an anderem Rumänien an sogur fir gesundheitsqualifiziert Erbechten, wo so maximal den anderthalbfache Mindestlohn Geburte gin Lomateren en eng Zweetfas vun den Tester fir 6-7 Mainint. 12 von den Tester soll ungefähr halbiert gin par rapport zur echter Phase. Dyria ist wesentlich mehr lang, stellen wir vor, dass das ganz aber personalintensiv ist. Nur was für Personal gibt Logesicht, wo man da rechnet ja do? Also der Kriterien wird Personal als klar, das muss Fachpersonal, sie wird heute Lützeburg zugelassen, für heute zu exerzieren, an welchen Bedingungen in die Lo findet. Das ist eine freie Marche. Mit das ganz klar, dass die Leute, die hier Tester machen, die hier Akte setzen, die müssen hier am Land zugelassen sind, für das zu machen, nach den Kriterien entsprechen. Das gilt dann aber natürlich kein Konvention kollektiv oder so, das ist eine freie Marche. Also das sind nicht Spitäler, die man eine Konvention kollektiv gesehen ich kam. Ich meine noch nicht, dass Laboratoren, die haben bei sich, mit das sich und den oder den Laboratoren, die das machen, sich so aufzustellen, wie sie sich generell hier aufstellen und den Bedingungen, die für sie auch gelten, für hier am Land zu exerzieren. Merci. Gute Mittag, David Marquez für die Quotidien. Ich habe eine Präzisionsfrage seit Sonderstellen. Ich frage, was die neuen Amendementen am Privé, an der Sphäre Privé belangt. Geht das auf 10 restriktiv gehalten, an darüber heraus die Regeln am 20 Mann sitzen, also weiter mit den Konditionen. Also restriktiv auf 10, an darüber heraus geht nicht am Privaten. Oder hast du gedacht, dass eben die Regel plus 10 dann noch am Privaten weiter kann spielen? Es sind 2 verschiedene Regeln. Der eine, dass am Fongol eine Restriktion am Privaten, wie man sie Stand haut, nicht mehr haben, wie man sie hatten an einer ersten Phase mit der Krise, wo der Besuch daheim eben limitiert wird. Das ist eine neue Regel, die können. Und das sind 10 Gäste, der Staat plus ein Maximum und 10 Gäste für daheim oder am reinen Privaten. Und dann ist die andere Regel, das die geregelten Auflauf von Rassemblementer, wo bislo eben Vorschriften waren ab 20, wo ab 20 en gros Sitzordnung an Distanz obligatorisch. Da gibt es höher aufgefuhr ob 10. Das heißt, die Preskriptionen, die Aufforderungen, dass das muss nur einen gewissen Ordnungsmuster auflaufen, die gelten schon ab 10 Leute. Das sind 2 verschiedene Sachen. Den, dass die Rassemblementer, wo die Regeln waren ab 20, die gelten ab 10 schon. Und können eine neue Zusatzregel eben am Private, wo die Dunzwell und Gäste ein Plafond kriegt, was wir so nicht mehr hatten. Wenn man mehr wie 10 Leute geben, dann spielen die Regeln am Sitzen oder also am Privaten einfach 10 limitierter Punkt. Das ist 10 limitierter Punkt. Wir rekommandieren natürlich stärkstens als Fonte, dass er doch nicht unbedingt soll ausschöpfen, sondern dass er generell überall seine Distanzregeln soll observieren. Das ist das Einzige, was ich immer im Kapritischen
das eigentlich aus Sinn an Zweck nicht für das auszuloten, ob du Maximum von dem, was Gesetz für gesagt hat, soll ich einfach bei sich gucken, wie viele Leute kann ich vernünftig anladen, an denen trotzdem eine gesicherte Kader bieten, dass sie nicht zu viel nur beneh sind, das sind einfach die Risiko von der Transmission, Gesetz hin oder her so klein hält wie möglich mehr. Das aber für App froh zu beantworten effektiv, also du just eng Maximalzoll an Tregelle sinn darüber raus, wo dann den Agencement so mal 4 gehen aus. Ja, dann denke ich, devaluiert an de plus 10, das gilt dann eben just für Rassemblemente außerhalb vom Privathaushalt. Oder am Privathaushalt nicht. Dann, voilà. Gut, merci. Laurent Schmidt, Reporter.lo. Ich habe ein froh verständnisfroh zu den Schulen als Cluster. Hier steht, dass an den Schulen auch eine Ausstechung gewiesen ist zwischen den Leuten von der Klasse, oder ist das just, weil sie Kontakte an dem Umfeld hatten? Nee, wir schwätzen von einem Infektionsherd oder der Cluster, wenn ihr so wollt, wenn man an einer Gruppe eben mehr wie 3 Leute tun, wenn ihr an einer Klasse mehr wie 3 Kanner hat über den Zeitraum von 7 Tagen, die infiziert sind, dann wird das bei uns kategorisiert als kleinen Infektionsherd, den an der Schule ist. Wo es genau hingeht, das kann ganz unterschiedlich sein. Das können Kanner sein, die sich daheim angestochen haben und so weiter. Das hat nicht mit dem anderen zu dienen. Das ist eine quantitative Definition, weil den Term oft gebraucht wird, wo man wichtig ist, zu sagen, was wir da drinnen verstehen. Da finde ich, schwätzt man von einem Infektionsherd, weil man eben mehr wie nicht nur Einzelfälle sind, wir eben an einem Gruppe, ja, Minimum 3 Leute eben ab da schwätzt von einem Herd potenziell. Die zweite Frage war an der Chambre ja größere Diskussionen von den Fraktionen, dass sie nicht genug Informationen von euch kriegen. Lo hat am eigentlich eine Reihe Sachen weitergehen. Wie schätzt ihr lo zusammenarbeit mit den Parteien an, wie dass ihr ob hier zusammenarbeit angewiesen seid für die Gesetze durchzukriegen? Sie haben eine Reihe Zusatzinformationen gekriegt, die wir auch logisch an der Operation disponibel haben. Für drunter ist Kommunikation eben auch oft eben mündlich, genau wie auch hier im Pressebriefing, können auch nicht das teilen, was man nicht tun. Modalisationen von der Uni sind sowieso öffentlich zugänglich gewesen. Was wir machen, ist, dass wir das Novell, wenn das dann öffentlich geht, auch per Mail dann an Chambre rausschicken. Für den Rest meine ich, dass aber eine große Zufriedenheit da war. Ich hatte aber auch mal gefehlt, dass den Informationspack, den Lo und Chambre gegangen war, kurzfristig mit geupdatete Modalisationen an auch eben die Karten, die man operiert haben, die Informationen, die man auch der Presse eben zur Verfügung gehen, dass das aber schon zufriedenstellend war. Dann eine letzte Frage. Die hat gesagt, 13% schon Fall kommen aus dem Large-Scale-Testing. Wie viel sind da dabei kommen durch ein Tracing von denen positive Fall? Ich kann schon so nicht so operiert genau mehr am Prinzip am Schnitt sind da 2 bis 3 pro Fall, die ein Tracing kommen mit das Schnittwert, den man aus der allgemeiner Konst wie viel Kontakte hat den rausrechnen. Mit das schon konsiderabel, weil effektiv an von der Effizienz vom Tracing schwätzt geht ja nicht just die positiv infiziert, mir auch die a partir von den Leuten dann identifiziert, da geht das schon eng an Summe an dat sind natürlich Leute, die präventiv aber ekartiert sind, wo man wirklich die Infektionsketten beim ganz präventiverweise gebracht kriegen. Okay, merci. Annette Welsch vom Bord. Ich bin froh, was die Übergangsphase belangt, bis Ende August dann die zweite Phase fängt, dass du kein Large-Scale-Testing mehr, dass du Maschentester oder wie auch immer. Was geneget du gemerkt? Gehen du Leute auch umgeschrieben, so wie das bis lo war? Oder fängt da schon nun die Feuerachsen zu fuhren? Oder wie geht das? Wir haben das nicht wirklich erlacht. Oder zwischen der erste Phase kommt, können wir benennen, wirklich evaluieren. Wir haben eine Teststrategie, die ja sowieso immer parallel gelaufen der Santé. Das ist ja nicht just Large-Scale-Tests, wir haben eine ganz normale Testkapazität, wo wir mit LNS, mit all den Privatlaboren zusammen schaffen. Die lebt weiter über die Summe mit den Prioritäten, die wir in Sorologien
dat de Site den as och nees aktivéiert normalerweise ab de Moien, wo egentwo vielleicht gut der dran ze ginn egentwo en Stopp gesät an der Zeit, den de lebt weiter fir d Rendevousen. Men ginn loser op die 4 Achsen sowieso schon iwwer da is normal Teststrategie iwwer, an dems mal lo or am gange sinds gucken die Betrieber, die Sektoren, die mal lo gesinn, da auch ein Deel von der Diskussion mat der UL, ob man lo schon aufhängen verschiedene Betrieber mi systematisch zu testen hunne lacéiert lo fir de ganze Gesundheitssektor. Dat sind Invitationen, die lo schon rausgegangen sind, und dat können man auch relativ fließend überholen durch als normal Teststrategie. Also für die Leute draußen darf dat lokalen Impact machen. Wir werden, wenn das nicht aktiviert, gibt es einen anderen Mode d'Inscription oder einen einfachen Mode d'Inscription, aber das nicht wie wenn lo gestorben sind die Impressionen erstellen, wie wenn du lo Lach wäre, das kein Lach als Teststrategie lebt weiter. Wir kriegen just eben über die wir vereinleiben am Fongol die Testkapazität, die lo iwwer de Forschungsprojekt gelaf ass an der nächster Phase get den Bestandteil vun eiser normaler Teststrategie vun der Santé. An déi huet die 4 Achsen Orlo schon, wo man symptomatischer testen, wo man können ganz schnell op kritisch Plätze go fir do Flächendecken ze testen an so weiter. Auch die Sachen, die man lo machen, man konnte noch Platz setzen für Leute, die eben die Tester schnell brauchen als einen bestimmten Zweck. Das ist die Flexibilität, die wir als da gehen. Und wir gucken noch natürlich über die ganze Summe weiter. Mit der neuen Begebenheit, mit einer Aussteigung dazu den Infektionen, was man mich schnell können machen. Aber wir werden auch die Zeit aufdecken. Das hat man eigentlich nicht geplant. Wir wollten wirklich die heutigen Zeit holen, die Summe für die Evaluation zu machen. Wir werden aber einen Zusatzkontrakt noch machen. Insofern ist das erlaubt als juristisch für einfach eben fließende Maximum und Kapazität zu holen. Also die Leute gehen aber immer noch invitiert quasi. Ja. Okay. Ja. Die zweite Frage, das war sondig, hat der Regierungsrat die Spezialisten, Experten und so invitiert, für eben ein Point zu machen, wo wir stehen. Wie war das genau, den du war? Und was waren die Hauptpunkte? Da Modellisationen gegangen, die Rezentmodellisationen von der Uni, dass man die gut verstehen, alle guten dann haben wir einen Rapport gemacht, als Leute von den Services waren, für ein live vom Terrain zu erzählen, dass sich das war deren das Synthese am Pressebriefing kriegt mir am Fongol direkt entgegengeholfen können, so gut wie möglich klar anzuschätzen. Also auch Zahlen aus den Spitälern und alles. Ja. Ja. En kurz vor einfach enke zur Quarantäne, die Leute, die nicht respektieren, Privatleit, welche Strophe setzen die sich aus? Ja, das ist eng Amont, die eben viel gesehen gött, die bis den Schiffer nicht auswendig, ich meine, geht bis 450 €. Legt mich aber noch nicht immer da fest, und das wird ein mehr präzisiert, gewandt Gesetz dann an der Chambre aus, dass dieselbe Amont administrativ, die auch viel gesehen als Lo bei den am Kader. Zum Beispiel für Sitzpflicht an der Bistroen, du hast ja auch den Einzelnen, die strafbar gibt, wenn sich nicht daran erhält. Das ist kein anderer, das ist kein Nein, das ist dieselbe Amont. Wir wollen besser gefällt Peter Fest von der Zuland, der hat den Pourcentage Ugin von Leid, die beim Large-Scale-Testing positiv fand gehen, an die schon a Quarantäne gesagt, die waren just aus Vierwitz, wann die schon a Quarantäne sind, da können sie aber bei der Large-Scale-Testing gehen, an tausend du viel verlosen, weil es dann ein Abruf ist für das Large-Scale-Testing, ja. Weil ich hatte mich gefreut, wie die dann können entdeckt gehen, wann sie dahin sollen setzen. Also eigentlich nicht, sind da viele, die da kontaktieren, wir auch als Mobilequipen, die beide Leute gehen, für Tester zu machen. Man die dort froh nach nicht gestaltet, muss ich ehrlich so. Ich weiß, dass über Leute, die Quarantäne sind, sie kriegen den Brief, da melden sie sich bei uns, jetzt froh, wie sie das sollen machen. Ob das aber ein Risiko ist, das könnt ihr vielleicht noch vermerken, effektiv auf den Invitationen für die Leute darauf aufmerksam zu machen. Dass sie an so einem Fall vielleicht sollten anrufen. Ich muss aber ehrlich sagen, den dort den Twist hat man noch nicht. Und dann war der gestern beim Debat in der Chambre vom Gesetz über den Large-Scale-Testing von einem Deputierten gefroht ging, von der Opposition wird Kasin das Leid, die einen Test kruten, dass du drauf steht, den Test wird nicht akkreditiert.
Du net drauf geantwortet, ich fand die froh interessant. Ja, doch schon haut Moien darauf geantwortet, dass am Large-Scale-Testing iwwer de Pooling verfuhr. Und dafür ist das die Formel, die dort drauf ist. Wir haben am Large-Scale-Testing, das kein Diagnostest, das von ein positiv entwickelt, gibt immer nach einem anderen Test nur geschoss für wirklich die Diagnose können zu machen. Und die Formel wird dummer dazu dienen. Die finde ich just bei den Resultaten eben vom Large-Scale-Testing. Merci. Danke allen Fertel. Ich wollte nur froh, wenn es froh für Drohnen über die Diskussionen, die da hat mit den Doktoren, was ist dann da genau dich, also Optionen von wie viele Doktoren oder Personal schwätzt denn da wegen Envelope? Aber was sind Knackpunkte, respektive auch Details, wo dafür drüber gesagt wird, gibt noch im Detail, was wird da noch genau diskutiert? Wir haben CNS am Gang einen Schlüssel abzusetzen, dass wir irgendwo eine Linie dran kriegen, dass das, wo wir als Einzelne aber auch ganz klaren Konsens ist, dass das dann dadurch, dass wir an der Covid-Phase sind, an der Covid-Patient potenziell an alle Strukturen kann abtauchen, dass wirklich mehr Aufwand ist, an denen sind wir am Gang zu standardisieren, dass ich kann nur nämlich da Logik, sondern mal an den einzelnen Strukturen gucken, was das für sie bedeutet. Also das, ja, das ist ein Eistoff, wo man den Besoin, gemeinsam Verständnis, was der Besoin ist, und dann sind wir am Gang, den Schlüssel zu definieren, nur dem Mehraufwand dann quantifiziert kann gehen. Wie kann da mehr Doktoren, wo gibt da kurzfristig mehr Doktoren fallen, zum Beispiel, wenn da mehr gebraucht sind? Gibt da Spezialisten oder für Generalisten zu machen, oder wie muss ich meine, da sind alle Spital auch Leute, die sie können, ich meine, geht an erster Linie drin zu definieren, wie viel mehr Enveloppe sie kriegen. Wir gehen ja nicht Leute mehr, es geht um einen Finanzierungsschlüssel, wo ihr seht, wie viel kriegt er dabei. Ich meine, du hast auch nach Potenzial für Leute Taschen aufzusetzen, zum Beispiel respektiv Neuausstellungen zu machen. Aber du musst, ich meine, du gesagt, du steht bei sich, wo sie Besoin sie, wo drin ist. Wenn das eng Arbeit, die intern an den Spideler gemacht wird, wo sie eben besoin rangehen, aber wo wir probieren eng Uniform, ja, eng Uniform Herangehensweise aufzustellen, wie man das quantifizieren und dann finanzieren. Schon ein bisschen eine komplexe Geschichte, aber wir kommen aber ganz gut führen. Die hat gestern an der Chambre, ich komme just auf den Tracing-Trick, den Piratenpartei war, die gesagt hat, wie eine Bankrotterklärung war auch vielleicht auf der soziale Reise und die wird besser Rosen darüber, das wäre absolut nicht richtig. Weil die da Rosen, dass den Jean-Claude Schmidt, der Santis-Direktor, gesagt hat, überhaupt die Woche drum, dass ihm am Tracing und der Limite ging kommen, war die Rose mit ihm. Ich war nicht Rosen, schon mal Sorge gemacht. Ich weiß, dass mein Service ist auf der Fall generell. Sie gibt keine einfache Zeiten. Dann natürlich haben wir uns alle gute Sorge gemacht. Und wie gesagt, die Idee, wo der Toten noch war, das war gerade die Idee, wo wir auch selber nicht wussten. Auch wir haben kein Glaskurel. Und ich kann nicht so, wenn wir mal zuhören, von 40, 80, 160 sind, da möchte ich am Service sorgen. Und ich kann auch ganz, ganz gut nachvollziehen, dass den responsablen Direktor da auch Momente huet, wo se mein Gott packen man dat net méi nee, da sind Schnitttrosen dat öffentlich gesucht huet. Gëcht der effektiv hun traktiviert, weil schon am vu Klo gestalt, dats man effektiv ma am Kab am Gider waren opgestockt hun an Lo am Griff hun an dat war sicherlich kein Veriterklärung just den openen Resi vun dem wie ofgelä war wo man haut stehen an haut, dass dat echt der beroegen dann schmengen das sowohl de Jean-Claude Schmidt wie hautlo man soch gesi, wie man dat fir en enger woch gesinn hunn méi ich meng dafür bre auch net zu verstoppen an secher Suge gemerk an ich meine Pourkos auch dat sie Situationen die einfach auch muss verdauen a verschaffen an 2 Stunden sind immer dann wie schlauer mir berouig doch van ge seit dass het ever gangen ass mir net ges soll dat net an der öffentlich geht so fleisch weil dat vielleicht viel Angschief verbreden noch van der Jeich selber auch so gemacht huet. Ich bin Schulmeisterin hin eigentlich net mir funktionieren so zu summen. Kön vom Radio 9,7 Lützeburg engagiert sich an der EU-Initiativ für zu summen Impfstoffe zu kaufen. Wo sind dort run? Du meinst besoin ragin wir machen wir hoffen natürlich, dass wir auch iwwer DW le moment venu dann die nedig Quantitäten könne kreien, das etwas, wo alle Länder sich so natürlich auch froh sind, für dann als Europa zu summen können dort zu handeln an iwwer DW approvisioniert könne gehen. Wie du gilt nach China Point den gemacht hat. Nee.
Enke mag fir de Quotidien. Lächtwoch dem se die Quert mat der Kantonen veröffentlicht hat, gowe schon Kritik op alle Niveen. Bleibt dabei, dass die Quert allwoch veröffentlicht gëtt, oder sind du Sachen affinéiert gin, dass du die nächst wie hast du Strategie fir Tweet? Nee, die mis an de Grab kreen, die get allwoch eben op Kantonniveau vun als veröffentlicht. Ja. Gut. Merci.